Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Big Daddy G, Alex der Boss. Dir dürfen wir aber auch nur Lexu sagen. Heute geht's wieder los. Dir habt mir wieder Fragen auf Instagram gestellt, die werde ich mit grosser Professionalität beantworten. Der Hammer! Und ich würde sagen, reden wir lange um Heißbrei rum. Starten wir mit der ersten Frage. Spreizbei! Und los geht's. Was hast du zuerst lernen? Alle, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich gelehrter Fachmann Betreuung Kind bin. So steht es auch mit dem roten Büchlein drin, aber ich habe 3 Jahre gelehrt und habe immer noch nicht begriffen. Willst du mich für blöd verkaufen? Aber bevor ich aber Kleinkindererzieher lernen wollte, ich immer ins KV gehen, weil ich handwerklich komplett nicht begabt bin. Ah was? Schon Feierabend? Aber so als Kind wollte ich nicht Polizist werden, Rennfahrer, Feuerwehrmann. Als Kind wollte ich immer Archäolog werden. Weil ich bin so komplett Fan von so Dinosauriern und so. Und ich weiss nicht, aber irgendwie hat mich das so voll fasziniert, die Dinosaurier-Skelette auszugraben irgendwo. Bro, komm mal her! Ich glaube, ich habe ein ganz neues Dinosaurier-Skelett gefunden. Oh was? Wirklich? Wie sieht das Skelett aus? Hat es eine Form wie ein Brachiosaurus oder irgendetwas? Nein, es sieht nicht aus wie ein Brachiosaurus. Es sieht mehr aus wie... Deine Mom. Wie ist deine Kindheit GSY? Meine Kindheit war richtig hart, Mann. Ich bin nicht so wie die Pussys Generation Alpha aufgewachsen. Ich bin noch richtig wie ein Mann grossgezogen worden. La 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 la, dupti dupti dup. Oh, aua. Mami, ich hab mich weg. Nein, Spass, wie die meisten von euch wissen, wenn ihr die letzten 2 Videos gesehen habt, habe ich eine sehr tolle Kindheit gehabt. Ich habe Fußball gehabt, ich habe Games gehabt, die ich zocken auf dem 3DS, auf der Wii U oder was auch immer. Das Einzige, was ich nicht hatte als Kind, ist Freunde. Dafür habe ich recht früh das Wichsen entdeckt, also hat sich das auch wieder so ausgeglichen. Wie lang ist die Johannes? Dein Reiseziel? Eines von meinen grossen Reisezielen ist auf jeden Fall Kolumbien. Aus Gründen. Papacito. Mamma mia! Aber wenn ich so in mein Portemonnaie hineinschaue, oder besser gesagt auf meinen Kontostand, dann längt höchstens für fucking Berner Oberland, Alter. Kann der irgendwie zu einem Bauern ein bisschen im Heu chillen oder so? Die sind sowieso alle voll lustig drauf, die Bauern, Alter. Würdest denn du auch Sex haben in einer Beziehung? Weil dann geht's Rambazamba. Und bevor wir zur nächsten Frage gehen, gehen wir zuerst in die Werbung. Werbung. Kennt ihr das? Die Ferien sind vorbei und ihr müsst am Montag wieder arbeiten und habt absolut gar keinen Bock drauf. Dann habe ich die perfekte Lösung für euch, nämlich arbeitszeitbetrug.ch. Egal, ob wir Ihnen Arbeitsunfähigkeitszeugnisse ausfüllen oder euren Arbeitgeber entführen, bei arbeitszeitbetrug.ch setzen alles dran, nur dass du nicht musst arbeiten. Oder dass du während dem Arbeiten ein bisschen kannst chillen. Seitdem ich arbeitszeitbetrug.ch kenne, wird jede Woche ein neues Arbeitsunfähigkeitszeugnis an meine Bude geschickt und ich kann die ganze Zeit daheim bleiben und shooten schauen und mich ein bisschen entspannen.
Mein Gott, wie kann man das nicht machen, du dummer Hurensohn? Seitdem ich Arbeitszeitbetrug.ch gewinne, wird unser Geschäft jeder Mensch von bewaffneten Männern überfallen. Wuhu, ich muss nicht arbeiten! Die Leute von Arbeitszeitbetrug.ch organisieren immer, dass mein Chef auf dem Weg zum Arbeiten überfallen wird und deswegen ein bisschen später kommt. Das heisst, ich kann endlich während dem Arbeiten wichsen, ohne dass mich jemand dabei unterbricht. Meldet euch jetzt an auf arbeitszeitbetrug.ch und mit dem Code FICTI machen definitiv keine Überstunden, bekommst du nochmal 10% Rabatt auf das erste Paket, das du buchst. Auf was wartest du noch? Arbeitszeitbetrug.ch. Jedes Mal, wenn du Arbeitszeitbetrug sagst, wird irgendetwas in deiner Nähe explodieren. Ende. Ruf der Maus Auto du Dubu. Leider kann ich mir noch kein Auto kaufen, also es bringt einfach irgendwie noch nichts. Weil, ja, was soll ich sagen, ich habe bei der Autoprüfung ein bisschen den InScope gemacht. Nicht bestanden! Aber wenn ich mir natürlich ein Auto hole, dann ist es natürlich ein fetter Benz natürlich. Ein richtig fetter AMG, ja, dass die Laras ein bisschen schauen. Aber ja, wie vorhin schon gesagt, meine Kontostange reicht höchstens für so ein Auto. Was ist dein grosses Ziel im Leben? Wie jeder von meiner Generation habe ich genau das gleiche Ziel, nämlich, dass ich nicht bis 65 muss komplett durchkrampfen, bis ich absolut keine Nerven mehr habe, sondern dass ich mir jetzt in den jungen Jahren schon ein zweites Standbein aufbauen. Und wie kann man das am besten als mit 15.000 € im Monat! Ich meine, wo siehst du dich in 10 Jahren? Siehst du dich bei einer normalen Familie mit scheiß nervigen Kindern, die den ganzen Tag mit Bombardiro Krokodilo zulabern? Bombardiro Crocodilo. Und mit einer Frau, die sich über die Sydney Sweeney Jeans Werbung abfuckt, weil sie einfach eine fette, unförmige Frau ist und sie Komplex bekommt, weil sie mal eine hübsche Frau auf einem Werbeplakat sieht. Don't forget to boycott American Eagle for their racist. Nein, du willst das nicht. Du willst Rolex, du willst Spargeld, das ist dein Lifestyle. Jawohl, ja! 50.000 Steine im Monat. Pah, das war die alte WhatsApp-Gruppe. Bei meiner WhatsApp-Gruppe gibt es die besten Trading-Tipps. 50.000 in der Woche. Fix. Sag voilà. Nein. Sag voilà. Nein. Sag voilà. Nein. Letzten Monat bin ich noch mit dem Bus gefahren und jetzt fahre ich den geil neuen Suzuki Swift, Alter. Hä, so krass ist der auch nicht, Bro. Ja. Bro, es ist nur Fünftwagen. Weißt du, wie ich meine? Es ist nur Fünftwagen, Bro. Range ist in der Werkstatt und der Porsche, da tue ich auf Carbon umsneaken. Und mit meinem Kurs, der nur 10.000 Steine kostet, auch lernst du richtig heftig zu traden, Mann. Und mit einer Anzahlung, die man noch zusätzlich zahlen von 500 Steinen, machst du nicht Plus. Du machst direkt Plus. Vertrau mir einfach. Sag voilà. Nein. Nein. Sag voilà. Nein, hör mal auf mit dem Scheiß. Wie viele Frauen braucht es für ein Glühbirne-Rezept wechseln? Was ist das denn für eine sexistische Frage, du dummer Hurensohn? Willst du jemandem mitsagen, dass Frauen keine Glühbirnen wechseln können, Du Scheiß vom Patriarchat angetriebener Hurensohn, Mann! Ich meine, ich bin selber nicht so handwerklich begabt. Also ich kann mal die Frage stellen, wie viel Lexus es braucht, für eine verfickte Glühbirne aufzuwechseln. Wie wechselt man die? Nein, ich kaufe mir einfach eine neue Lampe, scheiss drauf, Mann. Und natürlich, weil das hier ein bisschen spezieller ist und es ein Comeback von dem legendären Format ist, das ich schon seit Tagen durchziehe, habe ich natürlich einen prominenten Gast eingeladen, der gerade in einer Serie spielt, in einer neuen Serie, die auf Netflix jetzt in die zweite Staffel gestartet ist. Und ich würde sagen, schaut mal gerne mal rüber. Salut, mein Name ist Jenna Ortega, ich bin die geile Sau von Wednesday und ich bin hier beim Alex beim Format und ihm schon gerne aber auch eine Frage stellen. Nämlich ist die Frage, wie gross ist dein Schwanz? Nein, komm, mach den Scheiß doch alleine. Da engagierst du eine berühmte Person, gibst alles, dass sie dir eine verfickte Frage stellen kann und dann stellt sie dir genau die gleiche Frage wie die anderen doppelt auch. Nein, ich hör auf, nein, vorbei.
Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen rauf da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und kein einziges Video mehr wollt verpassen, könnt ihr sehr gerne den Kanal abonnieren und dort noch die Glocke aktivieren, und dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die nächste Woche und ich würde sagen, tschüss zusammen. To all the ladies in the place, big style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my weight is where you find me. Being racist, for doing Nazi propaganda. Cancel American Eagle.